Soll ich zusammen hier Gamer reden? Heute will ich die PS Plus Spiele ein bisschen unter die Lupe nehmen. Diesen Monat haben wir 10 PS4 Spiele im Programm und eine grosse Änderung im PS Plus. COD Modern Warfare und The Witness. Aber sind die Spiele überhaupt etwas wert? Das werdet ihr dann sehen. Aber zuerst, es wäre schön, wenn du meinen Kanal abonnierst und das Glöckchen auch noch anklickst, das wäre nett. Bitte. Seit diesem Monat ist neu, dass PS Plus keine gratis Spiele für PS3 und PS4 aufschaltet. Jetzt müssen wir aber auf die PS4 umsteigen. Die verdammte Gauner. Ja, ich rede mit dir, Sony. Ja, fangen wir mal mit dem Shooter an. Wer damals 2007 COD Modern Warfare auf der PS3 gezockt hat, kennt schon das Spiel. Was aber der Vorteil zur Remastered-Version ist, dass man einige Multiplayer-Maps dazu kaufen muss. Yes! DLCs und da gibt's Ingame Money. Woohoo! Höhere geile Punze ohne Witz. Ja, ich hätte es mal gleich runtergeladen und angezockt, sodass ich eine Meinung darüber machen kann. Und weil es gratis ist. Ein Hörer gibt's halt. Ja, wo fange ich an? Also es ist halt der COD-Gameplay, was ich schon kenne. Es ist schon cool, aber immer das Gleiche. Ja. Ich kenne schon das Gameplay von COD Black Ops 3. Da ist die Spielmechanik viel mehr dynamischer. Aber für alte COD-Veteranen ist das Spiel erwähnenswert. Was mich aber am meisten halt aufregt, ist das scheiß Ingame-Zahlen. Und mit Ingame-Währung und noch schlimmer mit Lootboxen. Für mich ist am lustigsten der Modi-Waffenspiel. Das Spiel habe ich früher zusammen mit Kollegen gespielt und es ist einfach nur lustig. Mal etwas anderes als Team Deathmatch oder frei für alle. Und ja, das sind meine Videos. Habe ich aufgenommen und ich bin wirklich scheiße in COD. Aber es macht gleich Spaß. Kommen wir zu The Witness. Also ich habe noch nie von dem Spiel gehört. Es ist ein Rätsel-Adventure-Spiel in der Ego-Perspektive. In meiner Recherche habe ich herausgefunden, dass es 600 Rätsel gibt. 600, das ist nicht einmal auf der Bank. Das ist Next Level Shit. Da ich der Freund von Rätseln bin, ist das Spiel super für mich. Wenn ich das erste Rätsel gelesen habe und aus der ersten raus begriffen, dann hat das bei mir eine Zufriedenheit ausgelöst. Das Spiel ist grafisch so schön. Wow, ich meine, wow, die Aussicht. So geil. Die Rätsel an sich sind abwechslungsreich. Es fängt einfach an und wird immer schwerer. Und dann ändern sich immer mehr die Rätsel. Obwohl beim Rätsellesen immer die gleiche Kamerastellung ist. Ist gleich dynamisch. Man findet euch tolle Rätselideen von den Entwicklern. Sehr tolle Arbeit von den Entwicklern. Finde ich sehr gut, was sie da gemacht haben. Und ist wirklich erwähnenswert. Kommen wir zum Fazit. Ist es überhaupt etwas wert? Also COD sind für diejenigen Leute, die das Spiel nie gespielt haben. Wie sie mal einen Shooter können ausprobieren oder so. Und die schon das kennen, spielen es auf der PS3. Das ist viel gescheiter. Wirklich. Der ist noch gratis und da gibt es keine Packs und sättige Scheissdreck. Verdammte Hero-Snobs. Also bei mir wird es drauf bleiben. Für einige Multiplayer-Sessions. The Witness ist super für die geile Grafik haben und natürlich für die Rätselkollegen und Philosophen auch. Das Spiel ist euch für Einsteiger gedacht, die nie oder selten gezockt haben, weil im Spiel kann man nichts falsch machen, bis die Rätsel. Das Spiel wird noch länger auf meiner PS4 bleiben. Das ist ein Spiel zum Abschalten vom ganzen Stress. Und tut das bitte runterladen. Das ist wirklich ein geiles Spiel. Du es mal ausprobieren. Das ist wirklich ein cooles Spiel. Also im Großen und Ganzen
habe ich eigentlich ein besseres AAA-Game erwartet. Besonders wenn schon die PS3 und PS4 Vita-Games einsparen. Hat man ja mehr Geld, dann kann man ja mehr Spiele machen. Oder mehr Spiele gratis machen. Aber ich glaube, das ist etwas zu mit der PS5. Aber das ist zu weit hergeholt. Ich meine, hat der Rent schon 2 AAA-Spiele nicht noch gesehen. Und 1 Indie-Spiel. So, das ist es. Wenn es euch gefallen hat, dann liked das Video. Und abonniert. Natürlich abonniert. Das ist sehr wichtig. Und ja, ich sehe euch beim nächsten Video. Und bis nächstes Mal. Santa Gregene.